Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen bei einer neuen Serie mit dem Titel «Meine Geschichte». Heute verratet uns Wendel, wie seine Freunde ihm sagen, seine ganz persönliche Geschichte. Er ist Baustahlhändler, kommt aus Thun und Wasser spielt eine ganz wichtige Rolle in seinem Leben. Meine Damen und Herren, viel Spass! Mein Name ist Martirie Wandro und ich tue Baustahl einkaufen und verkaufen. Ich bin italienischer Staatsangehöriger, ich bin aber in der Schweiz geboren, bin in der Schweiz in die Schule, habe hier die Stiftung gemacht und im Moment wohnen wir in Lerchenfeld, Thun. Also ich bin sicher eine lebensfreudige Person. Eben, ich habe sehr gerne Wassersport. Ich tue ja Wakesurfen den ganzen Sommer durch, von März bis November. Die Mutter hat mich schon als kleiner Gil immer sehr viel mitgenommen ins Meer und das ist mir auch ein bisschen geblieben. Ja, ich bin natürlich nie gerne in die Schule. Also für mich war die Lehre eigentlich Horror, weil es war ein Müssen. Und ich habe das nicht gerne gemacht. Und ich habe es einfach gemacht, weil man es machen musste, weil man irgendetwas haben musste. Aber ja, habe mir nichts daraus versprochen eigentlich aus dieser Lehre. Ich habe mir durch das keine Ziele gesetzt. Ich habe mit sehr vielen Leuten Kontakt und man tut natürlich nicht immer nur geschäftlich reden, man tut ja auch noch ein bisschen über das Private erzählen, man tut Freundschaften knüpfen. Das ist eigentlich das, was mir so gut gefällt. Ich gehe am Morgen mit einem Lächeln auf die Bühne und meistens am Abend mit einem Lächeln wieder heim. Und das können wahrscheinlich nicht viele Leute von sich sagen. Also man muss sicher lernen hören und was für mich das Wichtigste ist, man muss natürlich zu den Kunden immer ehrlich sein. Ja, wenn man nicht ehrlich ist, kommt es aus. Wenn irgendjemandem etwas erzählen und sie es dann merken, dann bist du fortweg fertig. Also ich habe sicher gegenüber früher sehr viel weniger Hemmungen und ich kann gegenüber früher problemlos auf Leute zugehen, das ist schon so. Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Eigentlich ist es mir ja immer gut gegangen im Leben, muss ich ehrlicherweise sagen. Und in diesem Sinn bereuen, wahrscheinlich würde ich nichts anderes machen, ehrlich gesagt. In der Abteilung, wo ich arbeite, haben wir sehr klein angefangen. Jetzt sind wir eigentlich sehr, sehr gross geworden. Das spricht ein bisschen dafür, dass man auch nicht alles falsch gemacht hat. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich eigentlich so weit bekomme. Aus einem KV raus, sage ich jetzt mal, ohne weitere Ausbildung. Das ist schon schön. Ich sage immer, ich bin nicht schlauer oder besser als die anderen, aber ich gebe einfach nicht auf. Auch wenn es verloren ist, tue ich immer noch kämpfen und gewinne dann meistens noch. Eben, wie gesagt, man muss nicht schlauer oder besser sein als die anderen. Nicht aufgeben ist eigentlich viel besser. Also ich würde mir nicht geben, viel direkter zu sein und nicht immer zu denken, oh, was denken die anderen. Einfach drauf los, mit den Leuten reden und dann merkt man sofort, was rauskommt. Mir fällt auf, dass sich viele natürlich, also vielleicht täuschen mich, aber dass sie sich einfach künstlich unter Druck setzen. Oh, was hat jetzt der? Wieso macht jetzt das? Oh, hast du die Felgen gesehen von dem? Oh, der hat das wieder geleiset. Einfach all die Probleme, die sie sich selber schaffen, die gibt es ja gar nicht. Darum sollte man dort ein bisschen arbeiten. Das kann ich den Leuten ein bisschen mitgeben. Also ich würde wahrscheinlich in Kalifornien wohnen, aber den genau gleichen Job machen. Dann könnte ich nämlich am Morgen schnell surfen und am Abend schnell surfen. Ich könnte noch ein bisschen joggen, wenn ich Lust hätte über einen Mittag oder so. Aber am Job würde ich gar nichts ändern.
Merci Wendel für die offenen Worte. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen und nehmt es ein bisschen lockerer.